Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ganz herzlich willkommen zu diesem Sonntag im ersten Advent. Vielleicht liegt es daran, dass wir eine Familie sind, aber wir haben die lustige Geschichte leider auch schon gehabt, aber zum wiederholten Mal. Es ist immer wieder ein Frust, dass das Türchen einfach auch nicht aufgeht, aber es geht ja nicht mehr so lange. Ich habe mich sehr gefreut heute auf den Sonntag. Die Vorfreude konnte noch ein bisschen grösser werden, weil wir es eine Woche verschieben mussten. Ich finde es immer etwas sehr Bereicherndes, Bewegendes und auch Mutiges, wenn sich Leute einfach so zur Verfügung stellen und so offen über ihr Leben reden. Ich freue mich und weil ich so gespannt bin, wollte ich noch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Und wir holen sie auf mit einem herzlichen Applaus. Nadia und Rita Lucy. Schön, seid ihr da am Sofa? Rita, wie fühlt es sich an also auf dieser Seite? Gut, ich bin gespannt, aber ich bin in guten Händen von dem her. Das ist natürlich immer mit einem Kompliment anfangen, das ist, hast schon gewonnen. So ist es auch. Nadia, mir glaubt es fast nicht, wenn man euch zwei anschaut. Ihr seht noch so jung aus und doch seid ihr schon 20 Jahre, schon mehr als 20 Jahre miteinander unterwegs. Nimm uns mal noch ein bisschen mit. Du warst so Sweet 16 gewesen, als du Reto kennengelernt hast. Was ist noch geblieben? Was hast du denn so? Was ist dir geblieben von diesen ersten Momenten? Man muss dazu sagen, wir sind zusammen in den Teenie-Club gegangen, zu Urs und Moni Rost, die vorher verabschiedet worden sind. Genau. Wir sind dort miteinander gewesen, also gegangen, unabhängig voneinander. Und ich habe ihn nicht so einen tollen gefunden. Also, genau. Er hat mich eher gestresst und genervt und auch gut können mit Sprüchen so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, nicht beleidigen. Piesacken, genau. Und ich habe ihn mühsam gefunden. Ein mühsamer? Ja, ich meine, auch das kann eine Basis sein für eine Beziehung anscheinend. Ja, man sagt ja so schön, oder? Was sich liebt, das neckt sich. Aber ja, irgendwann hat sich dann daraus schon ein bisschen Liebe entwickelt oder einfach vielleicht... Er ist auch mal interessanter geworden für mich. Okay. Also, nicht Liebe auf den ersten Blick. Kannst du mit etwas Romantischem punkten, Reto? Nein. Okay. Also. Nein, aber ich glaube, was vielleicht schon auch für später wichtig ist, eben, wir haben uns wie auf einer Ebene kennengelernt, zuerst als Kollegen, dann später sicher ist es ein bisschen wie enger geworden, aber jetzt auch noch nicht eine Beziehung oder Liebe in dem Sinn, sondern einfach gemeinsam Sachen unternommen. Ich mag mich an viele so Ferientrips erinnern, wo wir sind klettern oder so, wo wir miteinander in einer Gruppe drin waren. Und ich glaube, das ist schon eine coole Basis, jemanden kennenzulernen, eigentlich so, wie er halt ist. Und dann erst später daraus sich dann eigentlich so ein bisschen romantische Gefühle entwickelt haben. Aber irgendetwas so ein bisschen, irgendetwas so. Romantisch? Ja, oder einfach so ein bisschen, wo nichts haben. Mal. Also ich denke, je länger dass wir zusammen waren, desto mehr hat man natürlich dann auch Sachen angefangen zu schätzen aneinander. Und ich glaube, was Nadia dort mal extrem gekennzeichnet hat, das hat auch verschiedene Phasen gehabt. Ich finde, sie war sehr jemand, der sehr selbstbewusst war, der gerne auch ihren Weg gegangen ist, der nicht zurückgeschreckt hat mit ihrer Meinung. Und das habe ich immer spannend gefunden. Und darum, vielleicht ist das auch ein bisschen das gewesen, oder? Vielleicht auch das Piesacken ist ja auch ein Teil von dem, man hatte dann auch ein Gegenüber gehabt. Und jemand, der mir gemerkt hat, da lässt sich auch mal über etwas reden, diskutieren. Und ich glaube, das sind so Sachen, die ich spannend gefunden habe. Man könnte sich nicht vorstellen, aber sie hat feuerrote Haare gehabt, etwa so lang. Und das war sicher auch etwas Spannendes gewesen, oder? Das war eine Person jemand, oder? Da war jemand da gewesen, wenn sie gekommen ist. Das ist doch schön, oder? Das lassen wir gelten. Ja, und er hat sich auch nicht... Also, genau, wenn ich dann mal so gekommen bin, oder, dann hat er dagegen heben. Und das ist, genau wie er gesagt hat, das war das Gegenüber gewesen, und man konnte über Sachen diskutieren. Und der andere hat nicht einfach gesagt, ja, genau, das finde ich auch so. Ich glaube, das ist so ein bisschen geschliffen worden aneinander, oder? Schön. Ja, voilà. Ich bin schön. Ja, danke. Ja. Ihr seid also so im 2000 schon in GVC gekommen. Ja. Wir kommen auch noch darüber, was sich das mit eurem Glauben dort so ein bisschen verändert hat. Ich will zuerst noch schnell, so in der Kindheit, was hat der Glaube bei dir für eine Nadia, was hat der Glaube für dich für eine Rolle gespielt, daheim? Wir sind in dem Sinne
reformiert aufgewachsen, sind in die reformierten Landeskirche, aber eher ganz punktuell. Ich bin Zefi. Hat mich immer fasziniert, dass da vielleicht noch einen Gott gibt, aber mehr dann auch nicht. Ich bin auch nicht sonst regelmäßig an einen Ort gegangen, wo ich den Glauben hätte können pflegen oder nähren. Wirklich dann erst eigentlich ab dem Moment, wo ich in den Teenie-Club gegangen bin, habe ich den Glauben so kennengelernt, dass das etwas Alltagsrelevantes ist, dass ich eine Beziehung habe mit Gott, sich über das freut und mir begegnen will. Und das hat sich dort so ein bisschen angefangen zu entwickeln, zeitgleich, oder? Ungefähr, ja. Ja. Ja, du darfst gerne noch erzählen, was es bei dir war. Ja, also ich würde sagen, sehr ähnlich, vielleicht sogar noch ein bisschen distanzierter. Ich hatte nicht mal Zefi. Also für mich bin ich einfach aufgewachsen, reformiert, weil das meine Eltern schon waren. Und dann hat es so 5. 6. Klassenunterricht gegeben, wo wir die Zettel abgeben mussten. Und ich kann mich noch erinnern, wie der Brief heimkam, so Halbjahresdings, du solltest 12, oder? Gemacht 2. Und eben das symbolisiert so. Für mich war alles spannend, außer Glauben, Kirche und Religion. Vor allem Fußball dort zumal. Das ist das Wichtigste für mich. Okay, das Thema tun wir jetzt hier heute ausklammern, weil wir nur eine halbe Stunde haben. Das Wort alltagsrelevant ist bei dir im Vorgespräch gekommen. Das hat dich begeistert, schon, als du frisch in die GVC bist gekommen. Hast du uns noch irgendein Beispiel, dass wir uns das vorstellen können? Der alltagsrelevant Glauben. Eben, so meine Erinnerung ist so, wir irgendwie 5-Klässler oder 6-Klässler, irgendwie reformierte Kirche im Bank dort, du musst das abrucken, keine Ahnung, um was es geht, keine Ahnung, was es mit dem Leben zu tun hat. Und ehrlich gesagt auch nicht viele Leute dort so gehabt, wo ich das Gefühl hatte, hey, für die ist das jetzt wichtig in ihrem Leben. Und dann bin ich in die GVC gekommen, als Jugendliche, mit meinen Eltern, und habe da plötzlich Leute gesehen, wo der Glaube eine Rolle spielt, wo das ihnen hilft im Alltag. Und für mich war das so eine Lebensphase, wo ich mir ein paar Fragen gestellt habe. Also, was wollte ich mit meinem Leben? Was ist wichtig? Wollte ich jetzt schauen, dass ich möglichst keine Karriere mache? Wollte ich irgendwie, wie wollte ich umgehen mit dem ganzen Beziehungsthema? Und plötzlich habe ich gemerkt, der Glaube hat ja mit all diesen Sachen etwas zu tun. Und es war für mich wie so eine Vision von einem Leben, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist erstrebenswert. Oder? Das ist wie so ein gutes Leben, ein gefühltes Leben, wo man irgendwo mehr hat, als vielleicht das, was ich sonst schon das Gefühl habe, sehe ich im Leben der Menschen. Und dann habe ich gemerkt, hey, die Beziehung zu Gott, die macht effektiv einen Unterschied im Leben, im Alltag. Und darum war das für mich etwas, ja, was mich auch da behalten hat. Ja. Hast du auch wie Vorbilder gehabt, die dir das vorgelebt haben, oder wo du sehen konntest, dass es... Natürlich. Also eben, ich glaube, als ich da gekommen bin, sind es die Figuren, die hier natürlich prägend waren. In Johanneswirth, vor allem für mich, der Rudi Altdorfer als Jugendpastor. Dann sind Leute, die habe ich gekannt und habe ein Stückchen weit ein bisschen aufgeschaut zu dem, wie sie das Leben machen und wie sie Entscheidungen fällen. Und ich habe das immer inspirierend gefunden. Ja. Nadia, du warst in der Ausbildung zur Kleinkindererzieherin, der Reto auf dem Weg zum Elektroniker. Wann war für dich klar, den nehme ich? Das ist richtig. Man muss dazu sagen, eben, wir sind mit 16 zusammengekommen und haben dann schlussendlich mit 21 geheiratet. Und das sind wie so 4 Jahre gewesen. Wir sind dann einmal noch ein halbes Jahr getrennt gewesen, wo ich gefunden habe, jetzt hat es mir ein bisschen zu viele Sprüche und er geht nicht mehr so fein mit mir um, wie ich mir das gewünscht hätte. Dann haben wir wirklich mal noch eine Pause gehabt und nachher hat sich die Liebe auch immer mehr entwickeln. Also ich hatte auch sehr viel Zweifel gehabt, bin ich ehrlich. Ich habe fest auch zu Gott gebetet und gefragt, ob er mir die Zweifel nimmt, wenn das mein Mann sein soll. Und irgendwann hat er das wirklich genommen. Er hat auch mega fest zu mir geredet, im Gebet, durch Bibelstellen. Und irgendwann war es wie klar gewesen, mal, der Mann wette und es soll der sein. Und ja, oder? So etwa. Gell? Aber es ist so fest auch ein Miteinander erwachsen werden gewesen. Und ein Miteinander mega viele Sachen zusammen erleben. Und das hat so geschliffen. Von 16 bis 21 macht man so vieles durch, entwickelt man sich so stark auch im Charakter und vieles anderes auch. Und das war sicher das Herausforderndste in dieser Zeit. Und schlussendlich aber gleich habe ich gewusst, doch, ich will nach dieser langen Zeit auch Beziehung, will ich irgendwann den Schritt machen und ein Ja haben und auch irgendwann zu wissen, mal, doch, jetzt machen wir das. Das ist auch ein Commitment. Und die Jahre einfach wegrühren war wie auch keine Option gewesen. Also, weil du hast so viel investiert in die Beziehung. Ja.
Wie war das bei deiner Seite? Ich würde sagen, schon auch ähnlich. Ich habe das Gefühl, die Beziehung entwickelt sich und irgendwie bist du zu einem Punkt, wo du sagst, also, wenn wir jetzt den nächsten Schritt machen, dann braucht es eigentlich auch eine Entscheidung. Und ich denke, in diesem Alter ist mir so, wenn man sich dann überlegt, ja, gibt es dann etwas, was mehr wird stimmen? Und ich habe gemerkt, nein, ich glaube, wie so etwas gehört dazu, das ist ein Teil des Lebens. Und ich glaube, der nächste wichtige Schritt war, ja, sich auch das zu versprechen und zu sagen, wir gehen zusammen durch dick und dünn, das Jahr. Es war wie ein natürlicher, logischer Schritt, so ein bisschen in dieser Entwicklung von dieser Beziehung hinein zu sagen, hey, ja. Und ich glaube, für das, was wir wählen haben, für das, was wir geträumt haben, ist das gewesen, hey, ja. Ja, wir wollen zusammen alt werden, genau, miteinander durchs Leben gehen. Und der Glaube, den ihr hier kennengelernt habt, der GVC, der war schon dann noch eine wichtige Basis gewesen, oder? Für euch beide, eine wichtige Quelle, Ressourcen. Es war schon dann klar gewesen, dass auch weiterhin eine tragende Rolle spielt in unserem Leben, oder? Voll, ja, extrem. Also eben für mich da war es so gewesen, mein ganzes Leben hat sich um das herum organisiert. Und logisch habe ich dann gesagt, ja, ich will, dass es ein Teil ist von meiner Familie, von der Beziehung, die ich mache. Unbedingt, ja. Reda, du hast im 2003 dann die RS noch hinter dich gebracht. Gut überlebt, wie man sagt. Hast du dann überlegt, wie es weitergehen soll, gemeinsam, dann im 04 hat geheiratet. Ist für dich dann 03, 04 klar gewesen, dass du Pastor wirst? Eigentlich nicht, nein. Also ich habe sicher schon vorher ab und zu ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, einfach weil ich Kirche mega cool gefunden habe. Das, was ich hier erlebt habe, hat mich so geprägt, so inspiriert. Das war für mich klar gewesen, ich will etwas da rein investieren, das war keine Frage. Und gleichzeitig habe ich aber auch dann so ein bisschen gemerkt, als mir bewusst worden ist, was es heisst, Pastor zu sein. Ich kann mich erinnern an so eine Konferenz von der Willow Creek in Deutschland. Wir durften mitgehen, so als Jugendliche, ein paar von uns. Da habe ich so gemerkt, wow, es ist auch eine Verantwortung, die man trägt und eine Last. Und mir ist schon bewusst worden, dass in diesem Job wie alles zusammenkommt. Oder? Deine Beziehungen, dein Glauben, dein Privatleben, dein Job, eigentlich all die Lebensbereiche, wo du sonst vielleicht auch so ein bisschen unterschiedliche Beziehungsnetze hast, das fließt dir dann alles extrem stark zusammen. Plus, ich habe so als Polizistensohn gewusst, was es heisst, unter Beobachtung zu stehen, oder? Genau gewusst, wenn alle im Quartier wissen, wer das du bist und wo du angehörst. Und das hat mich da schon ein bisschen abgehalten davon. Also gemerkt, ich kann mich erinnern, ich bin dort raus aus so einer Session raus und habe zu Gott gebetet und habe gesagt, ich habe jetzt gemerkt, ich will das nicht. Ich mache alles, ich liebe Kirche, ich verdiene viel Geld, ich spende auch mehr als ein Zehntel. Aber diese Rolle, dieser Job, ich glaube, das ist nicht für mich. Und dann, ja, kommt es halt manchmal anders, als man denkt. Und dann ist es so ein bisschen, manchmal gibt man den kleinen Finger und dann kommt der ganze Arm. Ich kann mich erinnern, wie Johannes zu mir kam, nach einer Trauung, so am Apero, hat gesagt, du hast noch schnell einen Moment. Und ich so, ja, voll. Ja, sie sucht noch jemanden in der Kids Church da, einsteigt und die Gottesdienste gestaltet. Es wäre für ein Jahr so, eine Art Praktikum. Und dann habe ich gedacht, hey, cool, super, mache ich doch. Ja, genau, und so hat das ein bisschen angefangen. Für ein Jahr zugesagt und lebenslänglich hängen geblieben. Ist okay für mich. Nadia, wie war das für dich, so dieser Prozess? Habt ihr auch gemeinsam, bist du involviert gewesen, oder hast du gefunden, okay, mit einem Pastor könnte ich auch leben? Lustigerweise habe ich mir immer einen Kirchenmitarbeiter oder jemanden, der in der Kirche arbeitet, gewünscht. Aber es war dann auch ein Prozess gewesen. Und zwar sind wir miteinander wirklich bewusst mal auf eine Auszeit weggegangen und haben im Gebet und auch Gott gefragt, darum miteinander geredet, nochmal das wie gewälzt und schlussendlich zum Ergebnis gekommen. Und dann haben das auch so wie das Gefühl gehabt, haben wir von Gott gehört, dass wir miteinander Kirche bauen und Gott dienen. Und das haben wir wirklich dann so, den Fötzel gibt es glaube ich noch, gell? Auf das Blatt aufgeschrieben und das ist immer so an unserer Pinnwand gehangen im Büro, mit dieser Kirche drauf gezeichnet. Und das war wie so ein Schritt gewesen, dort mal, das machen wir miteinander. Genau. Mega cool. Wie ist das gekommen? Ist das irgendwie, habt ihr ein Bild gehabt? Habt ihr eine Stimme gehört? Das finde ich immer so spannend. Weißt du das noch? Ja, also, wir sind sicher wie individuell Zeit genommen und haben so ein bisschen gesagt, ja, verschiedene Optionen durchgespielt. Und am Ende, glaube ich, ist es so ein bisschen ein Mix. Bei dir hat es oft mit so Bibelversen zu tun gehabt. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, was für ein Vers es ist, aber ich meine, das war dann oft bei dir so, dass du reingekommen bist und gesagt hast, hey, irgendwie, ja, per Zufall über einen Vers gestolpert. Du hast oft auch so ein bisschen Bibeln aufgeschlagen an einem Ort, wo du das Gefühl hast, Segi. Und bei mir war es sicher eher so ein bisschen, ja, irgendwo sich so der innere Frieden über etwas empfinden. Und das Zweite, was mich dunkt, war auch so ein bisschen, eben,
es ist ja nicht das Ja zu einer bestimmten Aufgabe, sondern es war wirklich so das Ja dazu, etwas zu investieren für Kirche. Und ich glaube, das hat auch weniger gebraucht für das. Weil ich war so begeistert von dem. Ich hatte das Gefühl gehabt, ich wünschte mir, alle Leute könnten das erleben, was ich erlebt habe. Und wenn ich irgendetwas machen kann, egal was es ist, das dem dient, ich glaube, das würde mich begeistern, motivieren. Und für das lohnt es sich, etwas drin hineinzugeben. Und in diesem Jahr ist dann klar geworden, dass du mehr investieren willst, oder? Dass es nicht eben nur bei diesem Jahr bleibt. Voll, es ist natürlich dann die Frage nach dem Praktikum, ja, ist das jetzt der Job, den ich weiterhin machen will? Und dann ist es schnell dann darum gegangen, mache ich jetzt noch eine Ausbildung oder nicht? Weil es war irgendwie klar gewesen, wenn das ein Leben lang deine Aufgabe ist, dann wird man einen guten Start. Und eigentlich ist das so ein bisschen meine Entscheidung gewesen. Also, ist es jetzt das Jahr gewesen? Oder dann sicher nochmal die 4 Jahre plus minus, wo dann das Studium in Anspruch genommen hat. Und für uns ist das so ein bisschen die Frage gewesen. Können wir das, wollen wir das auch als Paar? Wir haben dann geheiratet im 04. Also hätte wir auch müssen sein, ja, passt das ja auch in unsere Planung rein als Family, oder? Und dann hat er geheiratet und dann hat er schön schweizerisch eben so eine 4-5 Jahresplanung gehabt, oder? Ja. Also Reto studiert, Nadia hält Kohle rein. Das wäre der Plan gewesen. Das wäre der Plan gewesen, aber dann ist es besser gekommen. Ja, und ich weiss noch, wir haben abgemacht, er macht das Studium, die 4 Jahre Theologie, ich gehe arbeiten, schaue, dass wir das irgendwie finanzieren können und nachher darf ich studieren. Ich wollte dort mal Sozialpädagogin noch studieren, nach Kleinkinderzieherin. Und dann ist es eben ein bisschen anders gekommen. Dann anstatt im 6, anstatt fremde Kinder zu betreuen, hast du selber einen 24-Stunden-Job ohne Feierabend. Ihr beide dürfen Eltern werden, auch im Töchterli. Wie war die Umstellung, plötzlich selber junges Mami? Ich meine, vor Materie hast du ja ein bisschen gewusst, was auf dich zukommt. Am Anfang, bin ich ehrlich, war es ein rechter Schock. Ich habe gewusst, ich arbeite mit Kindern, ich weiss, was das heisst. Und auch so ein bisschen der Traum, der halt zerplatzt ist, weil ich wusste, was das bedeutet, 24 Stunden lang um Kind herum zu sein, oder dort beim Arbeiten sicher 8 oder 9 Stunden, habe ich auch ein bisschen abschätzen, was auf mich zukommt. Und er hat dann so schön gesagt, oder ja, du hast gesagt, hey, wir haben uns immer Kind gewünscht. Das Kind wird in eine intakte Familie geboren, vielleicht nicht ganz zu unserem Zeitpunkt, wo wir das gewünscht hätten, aber gleichzeitig, ja, also es könnte es ja nicht besser haben. Und das war ein Prozess für mich. Ich musste mich wirklich auf den Weg machen, auch halt den Traum ein bisschen nach hinten verschieben oder per se einfach mal wissen, jetzt ist anders dran. Und das habe ich schon ein paar Mal lernen müssen schlucken. Genau. Hat ja zum Glück ein paar Monate Zeit gegeben, um sich auf so etwas einzustellen. 10 Monate knapp. Genau. Reda, du warst also dann Student gewesen, Ehemann und dann noch junger Vater. Das heisst, nichts mit lockerem, easy peasy Studentenleben. Wie haben sich deine Beziehungen, dein Umfeld verändert durch diesen Wechsel? Also es war extrem einschneidend jetzt in dieser Beziehung. Oder? Wenn man natürlich mit 23 älter wird, dann ist man ein bisschen Exot in allerlei Hinsicht. Oder? Und ich denke, das merkt man dann allgemein, reduziert sich ja der Beziehungskreis, wenn man dann Kind, Familie hat, weil man einfach merkt, eben, es braucht viel Aufmerksamkeit, viel Zeit, auch in Asien. Dann eben, denke ich, kommt noch dazu, dass dann viele von unserem Umfeld in einer anderen Lebensphase waren. In ihren frühen 20er Jahren natürlich noch nicht den gleichen Tagesrhythmus hatten, ein bisschen andere Interessen hatten. Plus überall, wo du mit den Kindern Kontakt hast, sind die Leute im Schnitt 10 Jahre älter. Das war schon eine Challenge, ganz ehrlich, ja. Und ja, am Ende hat man in dieser Phase auch nicht mega viel Zeit, um sich über das den Gedanken zu machen. Oder? Weil das Leben läuft, die Ansprüche sind klar von allen Seiten her. Und ich finde, man hat so beide Hände voll damit zu tun, irgendwie das zu managen, was da alles ist. Oder? Hast du das Gefühl, manchmal so als junge Eltern und sieht auch noch eher jung aus, ist das schwierig gewesen? Also besonders schwierig? Hast du das Gefühl, ihr seid manchmal als grosse Schwestern und grosse Brüder wahrgenommen worden? Oder? Von den anderen Leuten? Mhm. Ja. Ich meine, es sind ja dann lustige Situationen. Ich mag mich jetzt nicht erinnern, dass es irgendwie, weißt, so dumm gewesen wäre. Irgendwie so. Aber logisch, ich meine, jedes Mal schauen die Leute komisch, jedes Mal ist irgendwie so ein bisschen, was läuft mit denen? Genau, aber das ist jetzt nicht so mega tragisch für mich jetzt gewesen. So. Nein.
Ja, du hast so schön gesagt vorher, wir sind zusammen erwachsen worden. Das stelle ich mir schön, aber auch schön streng vor. Wenn du so zurückschaust, was sind so Highlights aus dieser Zeit und dann auch, was war schwierig gewesen? Also ich denke, junge Kind haben, jetzt in dem Fall, und miteinander erwachsen werden, in diesem Kind hinein haben, das ist, als ich es mir überlegt habe, ich finde, ich habe oft einfach überlebt. Es ist ja dann auch noch das Zweite und das Dritte gekommen. Und gleichzeitig ist es ja auch cool, weil du bist eigentlich noch voll im Saft und du hast kleine Kinder. Und wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, wenn ich jetzt in diesem Alter nochmal so durch die 6. Nacht müsste irgendwie überstehen, ich weiss nicht, wie ich dann aussehen würde. Da bin ich ehrlich. Und gleichzeitig ja, hat es schöne Momente gegeben. Eben, so junge Kinder mit ihnen unterwegs zu sein, zu sehen, wie du auch ihnen gut nachmachst und irgendwie ja, dem gerecht wirst. Und gleichzeitig ist es auch wirklich anstrengend gewesen, ja. Also er hat eben sein Studium gehabt, er hat 50% oder 60% studiert, 50% gearbeitet, plus ist das einfach ein riesen Pensum gewesen, das er gestemmt hat. Ich bin hauptsächlich immer daheim gewesen, um das Kind herum, mal das erste. Und ich habe es schwierig gefunden, ja. Ich hatte Zeiten gehabt, wo ich daheim war und mich sehr allein gefühlt habe. Ja, auch Zeiten, wo ich gebrüllt habe und gefunden habe, für was mache ich das alles? Und schlussendlich, wenn ich so ein bisschen zurückschaue, ist es wirklich, ich habe überlebt und ich habe noch oft einfach so den nächsten Tag genommen. Genau. Hast du das wahrgenommen, auch wie das Kämpfen, oder hat sie das mit sich ein bisschen ausgemacht, oder? Nein, ich glaube schon, dass ich das wahrgenommen habe. Eben Nadia ist sicher ein Typ, der sehr oft kommuniziert, sehr geradeaus ihre Meinung sagt. Ich glaube, das Spannungsfeld für mich war wie an einem anderen Ort gewesen. Und es hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Phase zusammen, zwischen 20 und 30. Zu lernen, umzugehen mit diesen Erwartungen und Ansprüchen, die da einem gestellt werden. Oder du musst dir vorstellen, die 4 Jahre vom Studium, die Leute dort, die sagen dir, hey, das sind 4 Jahre, wo du jetzt investierst für dein ganzes Leben, du musst alles rausholen. Und du solltest eigentlich immer ein bisschen mehr machen als Dings, einfach weil du kannst ja dann nicht mehr, du hast nie mehr die Zeit nachher. Beim Arbeiten sagen sie, ja, wir haben dich jetzt da freigestellt für das, wir entbehren dich da drin rein, wir möchten gerne eben, dass du dann den Rest von dieser Zeit da drin rein gehst und du kommst heim. Und jetzt, wenn du heim kommst, hast du das Gefühl, das sind auch noch Erwartungen, oder? Du sollst da noch. Und am Ende das alles jonglieren in einer Phase, wo man vielleicht selber noch ein bisschen am Finden ist. Wer bin ich, was will ich? Das war schwierig gewesen. Und ich denke, das war für mich dann manchmal die Challenge gewesen, ja, wie kann ich jetzt die Ansprüche, die sie äußern, wahrnehmen und angemessen einschaffen. Weil sie sind ja auch ein Teil von diesen Ansprüchen und ich kann nicht denen zu 100% genügen. Und ich denke, das hat es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig gemacht, dann, weißt, die Nuancen, wie schlimm ist es jetzt, wie intensiv ist es jetzt, das können abschätzen, das ist mir manchmal schwer gefallen. Weil man tut sich dann ja automatisch gerade mal so ein bisschen versuchen abzugrenzen und zu sagen, okay, was nehme ich jetzt von dem? Und dann spürt man es nicht immer gleich fest, ja. Ja, und ich meine, die sind dann nicht auch als Mann und als Frau oder als Individuum eigentlich, wäre schon unterwegs und das kommt ja dann ganz zu kurz. Nadia, und dann ist es so weit gekommen bei dir, dass du ja, wirklich hast gesagt, jetzt ist, glaube ich, Grenzen erreicht. Ich fühle mich wie so ein bisschen Sackgasse, gell? Für mich war es schwierig, dass er hat in dem Sinn in diesen 10 Jahren von 20 bis 30 hat er so viele Möglichkeiten gehabt. Er konnte studieren, er konnte arbeiten. Und ich war immer daheim mit diesen Kindern. Das habe ich mir am Anfang sehr gewünscht und ich habe es auch als Privileg gefunden, als Kleinkinderzieherin nicht meine eigenen Kinder abzugeben und andere zu betreuen. Und gleichzeitig hat es immer mehr einfach gedrüllt und gewurmt und ich habe das eben gesagt auch, bin mir manchmal nicht ganz wahrgenommen, also habe mich nicht so wahrgenommen gefühlt und habe immer wieder mal versucht, um das anzusprechen. Leute sind auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, danke vielmals, dass du am Redo den Rücken frei haltest. Und für mich war es so, hey, ich will das gar nicht, per se, einfach. Es ist abgemacht, ich darf auch noch eine Ausbildung machen, ich darf noch studieren. Und es ist alles immer so weiter hintergeschoben worden. Und das hat langsam so einen dicken Hals gegeben, dass ich irgendwann gesagt habe, und wenn sich jetzt nichts ändert, dann gehe ich.
Okay, also du hast Tacheles geredet. Was hat es gemacht mit dir? Hast du es gesehen, dass es plötzlich ein Ultimatum gibt? Nein, es hat mich recht überrascht und es war sicher sehr extrem im Moment lang. Und ich bin, wie gesagt, ich bin mir ja so ein bisschen gewöhnt gewesen, versuchen das zu jonglieren, oder so ein bisschen, allen ein bisschen etwas zu geben, dass alle zufrieden sind. Und in dem Moment dann zu merken, okay, es ist tiefer, es ist extremer, vielleicht intensiver, als ich es mir vorgestellt habe. Das hat mich extrem überrascht und hat eine Zeit gebraucht, bis ich das auch prozessieren und auch gut damit umgehen. Ja. Und dann ist es ja nicht von einem Tag auf den anderen, hat man eine Lösung gefunden, oder? Ihr hättet irgendwie müssen schauen, was ist möglich, was passt ja ins Setting rein, was passt für euch, was passt für die Kids. Es war ein Prozess über mehr als 2 Jahre. Gell? Was hat dir geholfen, Nadia, das dort durchzuhalten? Weil die Krise war ja immer noch da gewesen. Nur jetzt, weil es näher angekommen ist es nicht automatisch besser gewesen bei dir? Also ich war sicher jemand, der dann im Gespräch mit dir nach Lösungen gesucht hat. Habe aber auch gleichzeitig angefangen, alle Türen aufzustossen, die mir irgendwie vor die Nase gesetzt worden sind. Das heisst, ich habe Sachen angefangen auszuprobieren. Ich habe mich beworben, ich bin zu einer Laufbahnberatung. Ich habe ein Studium angefangen für Theologie und so weiter. Also ich habe wirklich gefunden, jetzt muss etwas gehen. Gleichzeitig war es aber auch nicht so einfach gewesen, weil was ich mir immer von Herzen gewünscht hätte, wäre gewesen, dass er auf 80 reduziert und dass ich dann in dem Sinn die restlichen Prozent könnte arbeiten und das Geld reinbringen. Aber das hat ja irgendwo auch müssen, dass die 20% habe ich auch müssen bringen. Und das war lange auch eine Diskussion gewesen, ja, wie kann man denn das? Als Kleinkinderzieher ist das nicht so einfach. Und auch sonst ohne Ausbildung irgendwo Fuß fassen, dass dann das wieder kannst auffüllen, ist auch nicht ganz einfach. Und gleich haben wir immer wieder probiert, oder? So. Aufgeben war nie ein Thema? Nein. Also wie meinst du aufgeben? Ehe, fertig. Ah. Also ich würde sagen, wir haben sicher beide eben das Commitment, das zählt etwas für uns. Und ich denke jetzt so leichtfertig einfach sagen, das ist jetzt gewesen, das glaube ich nicht. Aber wir haben sehr ernsthaft über das geredet. Und es hat sicher dort eine Phase gegeben, also ich sage jetzt mal ein paar Monate lang, wo, ja, ich würde sagen, ist so eine seidene Faden gehangen. Ja. Aber es ist immer schwierig im Nachhinein zu sagen, eben, wann wäre denn effektiv der Zeitpunkt gekommen, wo man gesagt hat, das ist es jetzt gewesen und man geht getrennte Wege. Ja. Aber ich würde sagen, eben, wo mir dann bewusst worden ist, dass es auf dieser Stufe von Intensität ist natürlich schon klar gewesen, das ist eine Priorität, die über allem anderen steht. Und darum würde ich sagen, aufgeben, ich glaube, alles andere ist zur Diskussion gestanden. Inklusive meinem Job da, all die Sachen, die ich gesagt habe, ist mir egal. Das hat nicht den Wert und die Priorität wie die Ehe. Und wenn es da keine Lösungen gibt, wo das beides geht, dann ist für mich sofort klar gewesen, ja, egal was es braucht. Bis hin, dass ich gesagt habe, ja, dann schaffst du 100% und ich schaue, was auch immer. Es ist für mich wie klar gewesen, die Option hat sich dann herauskristallisiert, die ist nicht um. Ja. Und das war der Moment, wo ich mich angefangen habe, gehört zu fühlen, oder? Wo ich gemerkt habe, okay, es ist im Ernst. Und dann hat man wie können nochmal auf einer anderen Basis zusammen für sie schauen, oder? Es hat wegen dem nicht weniger Diskussionen gegeben und weniger Streit. Und ich mag mich erinnern, wir sind oft, man sagt immer so schön, einschlafen, also vor dem Einschlafen unbedingt noch den Streit bereinigen. Ganz ehrlich, da hat es 100-mal Einschlafen gegeben, wo wir hässig eingeschlafen sind auf den anderen. Und wo wir einfach auch gemerkt haben, wir können es jetzt in dem Moment noch nicht lösen. Und ja, dann hat man sich ist man am nächsten Tag wieder reingestartet. Aber das hat es wie auch gebraucht, um dass wir müssen das durchstrahlen, wir haben das müssen durchcatchen. Genau. Und er hat nicht aufgegeben. Danke. Sehr froh. Ja. Es hat sich dann aber im 20. Hat es dann so gepasst, dass du eine Stelle hast gefunden, wo du super machst, darf ich auch ab und zu genießen, im Town Village, Querhoff-Stiftung. Jetzt bist du mehr auswärts am Arbeiten. Wie hat sich so dein Alltag verändert, Reto, jetzt? Ja,
Ich glaube, es sind viele verschiedene Sachen, die zusammenkommen. Die Kinder bei uns werden jetzt älter, die älteren zwei sind im Gymi, das heisst, sie sind über Mittag nicht mehr daheim. Also es gibt so oder so viele Umstellungen. Und dann kommt sicher dazu, dass wir uns versuchen, auch die Arbeit daheim mehr aufzuteilen. Und ja, da sind wir noch ein bisschen am herausfinden. Das geht nicht so von heute auf morgen. Wenn jemand das 14 Jahre lang gemanagt hat und gut gemacht hat, dann da drin hineinzukommen, das klingt manchmal besser und manchmal weniger gut. So. Ja, genau. Aber ich habe jetzt fix wie 2 Tage daheim, also Montag und Donnerstag, wo ich verantwortlich bin. Egal was kommt, muss ich schauen, dass es läuft. Und das ist cool, aber auch eine Challenge. Also Nadia, jetzt mal schnell so unter uns Frauen. Wie sieht es aus, wenn du heimkommst vom Arbeiten, wenn der Reto daheim war? Ehrlich, gell? Wir sind unter uns. Es gibt Tage, wo ich überrascht bin. Bin ich ehrlich? Wo ich denke, krass, die Schuhe stehen alle so beim Eingang, der Hausingangsteppich ist schön gesaugt. Ich komme rein und die Kerzen brennen. Und ich meine, dann finde ich es sehr, sehr schön. Und dann gibt es Tage, wo ich, glaube ich, auch selber noch sehr viel an mir arbeiten muss. Weil ich eben, wie er gesagt hat, dass 14 Jahre einfach immer durchgetaktet habe und ich jemand bin, der sehr organisiert bin und strukturiert ist. Das habe ich einfach geschmissen und ich sehe auch gerade, wenn etwas eben nicht erledigt ist. Und da muss ich fest lernen, aufs Maul hocken, was schwierig ist. Genau. Und ja, irgendwie dann lernen, das gut formulieren oder eben nichts zu sagen. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Drin-Wachsen und es gibt Sachen, die kann er viel, viel besser als ich. Und ich bin vielleicht manchmal ein bisschen effizienter, dafür nicht so genau. Und er ist eher ein Genauer. Das ist eine gute Überleitung. Weil, du hast mich umgehauen in unserem Vorgespräch. Du glättest sogar Küchentücher, gell? Es klingt jetzt anders, als es effektiv ist. Also von uns zwei bin ich nicht der ordentlichere Typ, da bin ich mehr der kreative Kopf, der so ein bisschen mit allen schönen Seiten, die das hat und so. Aber Ästhetik ist mir wichtig und bei den Küchentüchern ist es wirklich der praktische Ding. Auf der Seite hat es immer so verkugelt, dass es Löcher gegeben hat. Und dann habe ich gedacht, es ist irgendwie auch ein bisschen verrückt, wenn man alle halbe Jahre ein neues kaufen muss, weil das so wüst ist. Dann habe ich gefunden, so ein bisschen Glätt ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich schaue einfach, dass man es gut zusammenlegen kann. So. Aber ich habe auch zum Beispiel mein eigenes System dann auch gemerkt. Zum Beispiel ein paar Tücher tue ich anders zusammenlegen als sie. Das finde ich dann nicht so cool. Und jetzt gibt es doch ab und zu auch, dass ich dann wieder den Schrank wieder ausräume und wieder neu einräume, weil es nicht stimmt. Okay. Aber es ist auch cool, wenn man so einen Schrank aufmacht und es ist alles wirklich zack in einer Reihe. Und also das ist dann auch schön, so einen Lumpen rauszunehmen. Das verstehe ich voll. Also ich weiss, wenn ich das nächste Mal bei euch daheim bin, tue ich zuerst sofort alle Schäfte auf. Genau. Sehr Man schön. sieht auch, für welche ich mehr zuständig bin und für welche ich nicht zuständig bin. Es ist eine Ergänzung. He? Ja. Das kommt sehr schön vor. Danke. Hey, leider sagt der Prompter mir da, dass wir schon gleich zum Ende kommen müssen. Und da ich leider nicht, wie der Thomas Gottschalk, ein unbeschränktes Zeitbudget habe, so ein bisschen eine Schlussrunde. Nadia, wenn du zurückschaust, jetzt auf mehr als 20 Jahre an der Seite vom Reto oder mit dem Reto gemeinsam unterwegs in der Kirche, was hat sich verändert? Also ich glaube, durch die Möglichkeit, die ich jetzt habe, dass ich 60% arbeite in der Stiftung, in der Quellauf-Stiftung am Town-Empfang mit der GVC zusammen, ist wie die Vision eigentlich so ein bisschen zu eng geführt worden oder wie zusammengekommen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mit ihm zusammen Kirche zu bauen. Wirklich an vorderster Front dort am Empfang und das macht mir riesig Freude. Also das ist wirklich, ich habe das Gefühl, ich werde gebraucht für unsere Vision. Ich kann einen Teil dazu beitragen. Er teilt, ja, du bringst deinen Teil dazu und so ist es viel, viel mehr ein Miteinander. Und es ist cool, irgendwo, ja, auch an einem anderen Ort noch Bestätigung überzukommen, sich weiterentwickeln. Und ich liebe es, zu arbeiten und zu wissen, er ist dann daheim und macht das auf seine Art. Und miteinander können wir jetzt wieder auf Fürstpfaden.
Das sieht man also, dass du es gerne machst. Wirklich, machst es so sehr gut. Reto, du bist nach 20 Jahren, nehme ich dich immer noch mega leidenschaftlich wahr. Als wir noch jung waren, hat mich das schon begeistert an dir. Jetzt sind wir noch ein bisschen jung. Wie schaffst du das, nach mehr als 20 Jahren, immer noch voll on fire für Jesus? Es sind wie verschiedene Sachen. Ich würde sagen, also die letzte Zeit hat schon ein bisschen gezehrt auch an dem. Und was ich jetzt manchmal ein bisschen an mir vermisse, ist so die Unbeschwertheit, die ich früher hatte. Und das, was ich mache, habe ich eigentlich immer aus dem gleichen Ziel gemacht. Ich bin heute immer noch extrem dankbar für das, was ich hier erlebt habe. Es hat mein Leben auf den Kopf gestellt, zumal. Es hat meine Familie auf den Kopf gestellt. Es hat alles geprägt. Oder wenn wir jetzt anschauen, wer wir sind heute, wo wir stehen, was mein Job ist, was meine Familie ist, was meine Hobbys sind, auf einen Großteil von meinen Beziehungen. Das findet alles seinen Kern in dem Glauben hinein. Das ist das Zentrum von meinem Leben. Und die Begeisterung an dem habe ich noch nicht verloren. Manchmal ein bisschen an der Art und Weise, ja, wie sich das dann zeigt, vielleicht auch in den Kirchen oder so. Das war manchmal nicht immer gleich gewesen, aber ich glaube, vielleicht ist das die Wurzel und der Kern. Solange ich Freude habe an Jesus, am Glauben, solange es Momente wieder gibt, wo ich einfach mein Herz aufgeht oder mir fast der Kopf irgendwie explodiert ab dem, was Gott ist und was da noch drin steckt, der Tiefe, hat es immer noch den Funken Leidenschaft und Motivation, das wieder zu teilen mit anderen Leuten. Und ich glaube, bis heute ist mein Wunsch, dass solange ich da kann, für einen Teil der Leute, die da sind, helfen, dass sie Gott, Kirche, den Glauben auf so eine Art und Weise erleben können, wie ich das erlebt habe, wo etwas mit ihrem Alltag zu tun hat, wo Motivation und Freude und Begeisterung weckt, wo irgendwie durchtreibt durch schwierige Zeiten. Ich glaube, dann finde ich immer wieder neue Motivation und Leidenschaft für das. Und das ist ein bisschen das, was ich jetzt auch wieder versuche, immer wieder den Blick auf das zu richten und zu sagen, hey, wenn ich das machen kann, dann kann ich das machen, was ich immer wollte, wo ich mich entschieden habe, wo wir uns entschieden haben vor Jahren hinweg. Und solange das da ist, bin ich gerne da, komme ich gerne da hin. Wow, da freue ich mich auf die nächsten 20 Jahre mit euch. So Gott will. Hey, herzlichen Dank, dass ihr da auf das Sofa gesessen. Danke für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit und vor allem für den Mut, hier über die schwierigen Sachen zu reden. Das fällt uns nicht einfach, das schätze ich extrem. Danke für all die Sachen, die ihr seit mehr als 20 Jahren macht, die man sieht. Und noch viel mehr danke für all das, was man nicht sieht. Weil wir haben einen, der es sieht und der vergisst es nicht. Herzlichen Dank.